Das ist ein klarer Fall von Vergiftung. Und ich muss noch einmal alle im Haus befragen. Wer bereitet hier zurzeit das Essen zu? Ich glaube, es war Jovita. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas getan haben könnte. Oh mein Gott, warum passiert sowas? Ich entscheide, wer zu was fähig ist, Mr. Wagner. Was halten Sie davon, das Haus für ein paar Wochen zu verlassen, bis sich alles beruhigt hat? Das können wir unmöglich tun, Mr. McGuffin. Das ist unser Zuhause. Wir wollen die Sache in Ordnung bringen. Die Autopsie ergab eine Vergiftung. Nach der Befragung aller Personen im Haus schien es, als hätte jeder einen Grund gehabt, sie nicht zu mögen. Jovita, das lateinamerikanische Dienstmädchen, hatte ihr das Essen gebracht. Aber das reichte für eine Anklage nicht aus. Ich hatte keine Beweise für eine Manipulation. Weihnachten stand vor der Tür und ich wurde von Mr. Wagner zum Abendessen eingeladen. Ich wollte nicht an einem Tisch mit einem möglichen Mörder sitzen, aber ich wollte mehr erfahren. Ehe ich die Chance bekam, mich umzusehen, passierte etwas anderes. Keine Zeugen, keine Beweise. Etwas, das nur unter ganz bestimmten Umständen passieren konnte. Das richtige Wetter, der richtige Ort, die richtige Zeit. Ah, mein Junge, solch außerordentliche Ergebnisse. Ich bin von dir tief beeindruckt. Hör zu, ich muss dir noch etwas anderes beibringen. Tief in dir steckt die Fähigkeit, in das Bewusstsein der Menschen zu sehen und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Lass uns diese Fähigkeit gemeinsam erschließen. Jetzt folge meinen Anweisungen. Okay, also wir können jetzt Gedankenkontrolle anwählen. Oh, sehr gut. Zeige auf die Testperson. Da ist das oder ist das auf einmal so finster darin? Das ist mein Junge. Okay, wir können die Personen, die wir unter der Gedankenkontrolle haben, können wir Objekte benutzen lassen. Oh, sehr gut. Setze deine Reise fort, Lucius. Nun wirst du weniger leicht entdeckt und kannst mehr Seelen für mich ernten. Okay, lieber Vater. »24. Dezember 1972. Rutschpartie. Ich weiß, wir hatten dieses Jahr Schwierigkeiten, aber es soll unser Weihnachten nicht verderben. Wir haben einander als Familie. Wir sollten unserer Freunde gedenken und unserer treuen Angestellten. Ha! Ich bin nicht sicher, wie du mit solchen Reden noch eine Amtszeit im Senat gewinnen willst. Dad! Alistair, bring uns bitte noch eine Flasche Burgunder. Und könntest du noch die Weihnachtsbeleuchtung einschalten? Sicher, Sir. Okay, die sind also beim Essen. Okay, dann schauen wir mal.
Haben wir denn einen neuen Auftrag? Alistair? Butler Alistair. Anscheinend sind alle beim Weihnachtsessen im Esszimmer. Nur Alistair ist nicht dabei. Vielleicht könnte ich eine Möglichkeit finden, ihn draußen zu erledigen. Ja, es scheint. Es hat geschneit. Okay, was steht denn da? Ich habe viele Formen, in der Tat. Wenn ich fest bin, bin ich glatt. Was haben wir denn da? Gut. Eine leere Wasserflasche. Ja, also wir müssen aussehen. Beziehungsweise erstmal einen Alistair finden. Haben wir denn am Plan irgendwas? Okay, da heißt es wieder Obi. Ja, wir haben 24. Dezember. Das heißt, Es ist Weihnachten. Lasst uns essen. alle flackern beim Essen. Ich kann nicht glauben, dass Agnes nicht mehr da ist. Warum braucht Alistair so lange? Er sollte hier bei uns sein. MacGuffin. Eigentlich kann man jetzt alle vergiften, oder? Jetzt warten alle beieinander. Das geht bestimmt. Hallo, Liebling. Hallo. Parasiten. Wie ist das Essen? Todo bien? Jetzt, wo du hier bist, ist alles perfekt. Was soll das bitte? Hallo, Lucius. Es Tom. ist wirklich nett, dass Sie mich zum Weihnachtsessen einladen. Ich bin geehrt. MacGuffin ist Sie geehrt. haben uns in dieser schweren Zeit geholfen. Sehr schön, ja. Wir müssen aber Alistair finden. Ja. Wie gesagt, es schneit. Und Alistair haben wir ja immer da herumgesehen. Im Billardraum. Und da haben wir noch. Spiel vorsichtig draußen. Der Boden kann sehr rutschig sein. Der Boden kann rutschig sein. Hallo, junger Herr. Haben wir denn irgendwas Neues? Nick. Also wir müssen den Typen draußen erledigen. Aber wir können wir. Was ist mit dem Licht? Achso, jetzt haben wir ausgesteckt. Kommt der jetzt? Kommt er sogar? Und jetzt werde das wahrscheinlich wieder einstecken. Warte kurz, Lucius. Ich bin gerade beschäftigt. Okay. Lass dich nicht aufhalten. So, das beobachten wir mal. Was ist mit dem Kabel? Du treibst keine Spielchen mit mir, oder, Lucius? Nö, nö, wir sind das nicht. Da kommt mir eine Idee. Er sollte vorsichtig sein, im Winter kann es draußen glatt werden. Womit kann man Wasser transportieren, ohne dabei Verdacht zu erregen? Ach so, wir haben ja Wasserflaschen, aber leere. Das heißt, wir brauchen vielleicht nochmal Wasser. Haben wir da nicht irgendwo ein Bad gehabt? Ach genau. Jetzt wenn wir nämlich da nicht erinnern.
Ach genau, da haben wir ein Bad gehabt. Können wir denn da Wasser anzapfen? Eine Wasserflasche mit Wasser. Ja, und dann können wir da vielleicht draußen irgendwas verschütten. So, und er geht ja da um. Das heißt vielleicht... Ach so. Vielleicht daher. Jetzt haben wir da Eis. Und da hängt der Eiszapfen. Mir kommt da gerade so eine Idee. Halt, wir müssen jetzt aussticken. Ich glaube, das wird jetzt gleich hässlich. Was ist mit dem Licht? So, also, er kommt wieder. Und wir beobachten mal, was passiert. Oh, Lucius, hol Hilfe, schnell! Ich hab mir wohl den Rücken ausgerenkt. Hoppala! Alistair liegt am Boden, aber Oh, Lucius, hol Hilfe, schnell! er lebt aber noch. Ich hab mir wohl den Rücken ausgerenkt. Er ist ausgerutscht und hat sich den Rücken verletzt. Das hat nicht ganz funktioniert. Es fehlt die Feinabstimmung. Ich sollte mich hier nach einer Lösung umschauen. Und ich glaube, ich weiß schon die Lösung. Oh, Lucius, hol Hilfe, Können wir denn- schnell! Ich hab mir wohl den Rücken ausgerenkt. Ah ja. Gut, also nicht da haben noch machen. Ja. Den haben wir auf jeden Fall eiskalt erwischt. Mr. Wagner, ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde Ihnen gerne Fragen zu den Todesfällen in Denton Manor stellen. Das ist ein Privatanschluss. Wie kommen Sie an diese Nummer? 5 Tode in ein paar Monaten ist eine sensationelle Geschichte, Mr. Wagner. Die Öffentlichkeit muss erfahren. Winter Hill Police Department? Hier spricht Senator Charles Wagner. Stellen Sie mich bitte zu Detective McGuffin durch. Die Presse schießt sich darauf ein, Mr. McGuffin. Ich habe eine Wahl vor mir und ich darf die Lage nicht außer Kontrolle geraten lassen. Sie tun mir leid, Mr. Wagner. Diese Reporter stürzen sich wie Geier auf jeden traurigen Fall, den ich bekomme. Sie lieben Tragödien. Aber was können wir tun? Es ist ein freies Land. Ich muss das aus den Zeitungen raushalten, Mr. McGuffin. Wir hatten eine Pechsträhne. So einfach ist das. Der Einsatz ist hoch und ich stehe unter großem Druck, alles zu klären. Der Druck liegt auf uns beiden. Sie lassen den Bezirk wie einen Witz aussehen und meine Vorgesetzten werden das nicht einfach hinnehmen. Nun ja, Sie erfahren's nie, wenn Sie es nicht unter Dach und Fach bringen. Ist das eine Drohung, Mr. Wagner? Das möchten Sie nicht herausfinden. Ein paar Telefonanrufe können Wunder bewirken.
Detective McGuffin! Kann ich Sie sprechen? Wie kommen Sie hier rein? Sie bearbeiten den Fall hier auf dem Wagner-Anwesen. Ich habe da ein paar Fragen über die Serie ungewöhnlicher Todesfälle in den letzten paar Monaten. Hören Sie mir zu. Lassen Sie diese Leute in Ruhe. Sie hatten nur etwas Pech. Es sind nette Leute und sie brauchen Zeit, wegen ihrer Verluste. Klar? Wenn ich Sie noch einmal in der Nähe dieses Hauses sehe, verhafte ich Sie. Verstanden? Ich war fast so weit, das lateinamerikanische Dienstmädchen zu verhaften. Ich wollte ihr Zimmer durchsuchen, um eine Flasche Rattengift oder ein Vorhängerschloss zu finden. Aber plötzlich war es zu spät. Tom Wagner, der Bruder von Charles, hatte scheinbar eine Affäre mit zweien der Dienstmädchen. Eine fand es wohl heraus und war darüber nicht glücklich. Was sie nur an diesem Mann fanden. Er lebte auf Kosten seines Bruders und stellte ich weiß nicht was in seinem dreckigen kleinen Filmstudio an. Wir haben den Raum durchsucht. Was für ein kranker Perversling. Da war schließlich ein Kind in diesem Haus. Über dieses Kind wusste ich allerdings nur wenig.